Hausaufgaben. Wenn der so weitergeht, wird er am Ende noch studieren. Ja, unser Junge ist gut Schule, klaut nichts. Was soll man sagen? Selbst Nachbarn schon Reis im Maul. Die lachen uns aus. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Das ist nicht mein Sohn. Dann eskaliert die Situation. Dürfte ich vom Abendessen bitte noch einen Apfel haben? Apfel. Ist was für Pferde. Schon das Beste ist noch. Ja. Und der gut riecht? Oder riecht schlecht? Riecht? Du riechst, wie ein Mann riechen muss. Die Lage ist aussichtslos. Hier kann nur noch einer helfen. Der Musiktherapeut, Schuldnerberater und 5-Sterne-Koch Marek Fisch eilt zur Rettung. Ja, du Der gelernte Türsteher hat eine Situation diesen Ausmaßes in seiner gesamten Laufbahn als Gerüstbauer noch nicht erlebt. Wie auch. Der nicht an ADS leidende Piotrek braucht dringend nichtärztliche Hilfe von Anlageberater Marek. Diese Situation, die Sie mich hier bieten, das ist wirklich dramatisch, das ist Katastrophe. Das ist mein härtester Fall, glaube ich. Und das ist aussichtslos wie Stalingrad, kann man sagen. Der Fehler liegt schon im Zimmer. Ja? Was macht die ganze Bücher da drin? Die muss alle raus, Harry Potter, weißt du? Was rein muss? Fernsehen, Flatscreen, ja? Spielekonsole. Ich habe Nintendo PlayStation, habe ich alles hier. Ne? Kann ich euch guten Preis machen, kein Problem. Ne? Ist jetzt Happy Hour, machen wir schon ein Angebot. Ne? Aber erstmal, wir müssen das Zimmer hier umdekorieren. Ne? Sportlehrer Marek ergreift erste Maßnahmen. Die überflüssigen Schulbücher müssen weichen. Sie werden durch ein Hightech 4:3 Röhrenfernseher von Mareks Schwager ersetzt. Auch die neuwertige Brockhaus-Enzyklopädie muss einer gebrauchten Spielekonsole weichen. So soll Piotrek lernen, seine gewaltfreien Fantasien in den Griff zu bekommen. Roman, grüß dich. Wie alt bist du? 13. 13, super. Da habe ich eine super Idee für dich. Habe ich eine Maschine für dich mitgebracht. PlayStation, deine neue Zuhause ist hier jetzt, weißt du? Hier hast du ihn in die Hand, fass an wie Mann, ne? Und immer schön auf die Zivilisten drauf. Ne? Frauen, Kinder zuerst, heißt das in Deutschland. Kopfschuss. Verstehst du? Nächste Mission ist Afghanistan. Komm Junge, wie sieht's da aus? Da hast du auch schon was gesoffen? Das hat ja schon mal gut geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass so schnell funktioniert. Jetzt habe ich ihm richtig schon ein Ballerspiel reingelegt. Kriegen wir auf jeden Fall noch hin, die kleine Bücherwurst. Schon bald trägt Mareks Arbeit erste Früchte. Hier! Fick dich! Verdammte Scheiße! Mama, Schutz und Cola! Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ne? Also das mit dem Saufen und Klauen kriegen wir auch noch hin. Ne? Und ja, ich muss Piotrek noch ein bisschen beibringen, vernünftig zu reden. Ne? Weil auch in Polen ist so, da ist der Ton macht die Musik. Pass auf, mein Junge, so wie mit deiner Mutter redest, ey, liebe Mutti, könntest du vielleicht die Tür schließen, wenn du rausgehst und ich hier spiele? Das kannst du nicht machen, weißt du? Du musst so sagen, ey, Alte, mach die scheiß Tür zu und zieh ab, wenn ich hier zocke. Sprich mir nach. Ey, Alte, mach die scheiß Tür zu. Mach die scheiß Tür zu. Und zieh ab. Und zieh ab. Wenn ich hier zocke. Wenn ich hier zocke. Jawohl, kurwa, dobrze, bardzo ładnie. Hast du gut gemacht. Pass auf, ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Du gehst jetzt in den Kiosk und bringst zu deinen Eltern 2 Bier und eine Schokolade mit. Dann wartet auf Mutter Agnieszka eine faustdicke Überraschung. Ist das Ihr Sohn? Ja? Ihr Sohn hat eben unten am Kiosk versucht, Bier und Schokolade zu klauen. Die Familie Ostrowski ist überglücklich. Passt immer ein bisschen besser auf Ihr Kind auf. Ja. Der Expeditionskaufmann Marek hat der Familie neue Hoffnung geschenkt. Wir wissen nicht, wie Marek das gemacht hat, aber wir sind überglücklich.